Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Soma auf Pelzig. Jo, da sind wir nicht durchgekommen. Und ich glaube, ich weiß, wo wir durchkommen könnten. Das sieht aus, als könnte es ein anderer Weg nach Omikron-Reis sein. Nicht der sicherste, aber anscheinend hat uns Captain Wow ins Schiff des Wahnsinns reingerufen. Und wir folgen. Oh, fuck. Ja, es fusselt gewaltig. Ja, wäre besser so. Ist der Weg hinter uns schon verschüttet? Nee, noch nicht. Okay, da kommen wir nur kriechend durch. Durch die Ritze fallen wir wenigstens nicht. Oh, ist das... Boah, aber irgendwas fusselt wieder gewaltig. Och, du Scheiße. Okay. Da ohne geht's wohin? Das scheint wohl noch Omikron-Reiz zu führen, schätze ich. Aber, da kann ich runterkraxeln und da geht's auch. Boah, irgendwas muss in der Nähe sein, was wieder Störungen hervorruft. Ist der Teufel, was das ist. Okay, da führt's nirgendwo hier. Ach du Scheiße. Ja, dass da irgendwas ist. Oder dass es vielleicht schon zu tief ist in dem Taucheranzug. Es könnte ja sein, dass die Störungen alle schon durch den Druck zustande kommen und der Wasserdruck so heftig ist, dass schon der Körper, der menschliche Körper gerade leicht gepresst wird. Was unter normalen menschlichen Umständen höchstwahrscheinlich schon irgendein Organriss oder sowas verursacht hätte. Okay, gehen wir mal da rein. Machen die der wieder zu? Geht nicht? Okay. Müssen wir wohl so machen. Bereit mit Omnitool schwenken. Ja, Omikron wird nicht umsonst unter Quarantäne gesetzt gewesen sein. Ach, okay. Wir sind wieder im Trockenen gleich. Also. Immer so Stückel Seetang hängt immer so zwischen der Zähne. Geht. Okay, Flute ist abgeschlossen. Dann dürften wir jetzt eigentlich reinkommen. Okay, es laggt immer so ein bisschen beim Lader. Oh, nett. Nett. Also, irgendwas wollte uns drin haben. Ich bin mir sicher, dass es die Wow war. Oder ist. Speichert. Ja, so macht es Spaß. Voll in Arschlochhausen gelangt bei der Enthauptete. Das ist so ein Taucheranzug, wie es Simon derzeit auch trägt. Oh ja. Njam, njam, njam. Okay, da geht gar nichts mehr. Die... Oh, da sehe ich noch ein paar Gehirnbreckler. Hallo? Na? Okay, die Blackboxes scheinen allesamt im Kopf zu sitzen und überall diese Gehirnbrocken. Ja. Okay, wenn die Blackboxes oder Blackboxer allesamt im Hirn sitzen, macht das wenig Sinn. Sauerei, du. Ich bin mal etwas unsicher derzeit. Emergency Life Support, okay. Der geht auch noch nicht an. Ich bleibe erstmal ebeirdisch, bevor ich ins nächste Stockwerk reingehe. Mir gefällt's hier nicht. Globaler Lockdown aktiv. Noteingriff bei Taucherraumkonsole. Okay. Also irgendwo in der Taucherraum. Irgendwas mit Taucher. Ach, überall ist dies schon dieser Schleim von der Wow. Und die Wow hat sich hier auch überall schon eingenistet. Das ist nicht so schön. Anfangen kann ich mit dem Kruscht auch nichts. Der Akkubohrer kann ich leider auch nicht als Waffe nehmen. Hier ist auch nichts von Interesse. Das ist South Hall, okay. South Hall Facebook, okay. Und so haben wir Sec Entrance. Okay, das sekundäre Eingang. Na gut, dann müssen wir uns wohl doch over umgucken. Bitte los kein Proxy oder Flasher kommen. Bitte kein wahnsinniges Gekreischer oder so. Wir haben erst 5 Minuten rum in etwa und ich mag jetzt nicht gleich schon die absolute Kacke am Dampfer haben.
Containment, Dive Room. Dive Room, da müssen wir hier. Dispatch und Robot Repair Bay. Ja, uff. Okay, irgendwas hat was umgestoßen. Na toll. Entweder sind hier Ratte oder andere Schädlinge oder es sind die große hässliche Schädlinge, die mit dem Buckel durch die Gegend rennen. Oder die Sorte von Schädlinge, die keine Arme haben und so ganz ekliges Gesicht haben. Da geht's zu na? Ponix. Okay, keine Ahnung, was das ist. Irgendwas mit Wasser auf jeden Fall. High Security Area. Hydroponics Main Entrance Power Room. Okay, da ist der Haupteingang und da ist noch so ein Töte mich. Oder ein ganz schon Tote. Ey! Okay, das ist der da. Ich hoffe, das ist der da nur. Die Wow. Scheiße. Okay, hier gefällt's mir schon überhaupt nicht. Ich bin voll in die Falle gelaufen. Warum? Oh nein. Was war dann das für Gestalt? Habt ihr die gesehen? Oh nein. Neue Art von Teufelei hier, was auf uns wartet. Ich kann schon irgendwie richtig retten. Labor. Nordhaler, na toll. Derjenige, der uns hier reingelockt hat, will anscheinend, dass wir hier einen linearen Durchgang folgen. Clean Room, ja, da hätte ich gern rein. Globaler Lockdown aktiv, Noteingriff über die Tauchraumkonsole. Dive Room, der muss hier sein. Dive Room, ja, da geht's rein. Medical Bay, Dive Storage. Okay, da geht nirgendwo was. Medical Bay, da können wir noch rein. Hallo. Hallo. Oh. Ich will nicht, ich habe irgendwie Schiss. Ich habe gewaltig Schiss. Vielleicht einschließe, sich hier hinsetze und vor und zurück wiege, während man die Arme um die Bäh schlingt. Das wäre vielleicht nicht das Schlechteste. Ich weiß nicht, was das hier bringen soll. Ach, ohne Strom bringt es ja auch einen Scheißdreck anscheinend. Kann man genauso gut auch den Kack wieder ausschalten. Was ist das? Das ist... Nochmal. Prescription Medicine. Okay. Das können wir uns dann angucken. Dann Scan hier. Die Röntgenaufnahme, die gehen nicht. Ein paar Schuhe liegen hier rum. Ah, okay. Wissen wir was? So wie ich bei der anderen immer Urordnung geschafft habe, finde ich, jetzt ist es an der Zeit, dass wir hier ein bisschen Ordnung schaffen. Vielleicht sollte man doch rein. Und Schuh zu Schuhe. Und dann drehen wir auch noch ein bisschen. So. Damit wir jederzeit frischer Zugang haben auf den Schuh hier. Noch einmal. Das ist auch hoch wichtig hier. Absolut wichtig hier. Deswegen muss ich das jetzt machen. Na, verdammt nochmal. Man könnte als Mann, das wäre einfacher. So, noch einmal. So, besser. Besser kriege ich es nicht hier. North Hall, okay, die ist hier auch noch damit verbunden. Das scheint auf dem Gang auch noch gewesen zu sein. Und da weiß ich nicht, wo es hier geht. Ich mag jetzt aber auch nichts verpassen. Wie schlimm kann es schon werden? Storage. Irgendein Proxy könnte uns hinterher äumeln. Kerosin. Erstmal einen Schluck trinken. Da ist nichts von Interesse. Das klemmt auch noch, der Scheiß. Geh uff! Okay. Lässt sich nicht auffochsen. Ist auch nicht. Ach, hier ist ja doch Scheiße hier. Ihr seid scheiße. Okay, dann... Gott, ich hasse es hier. Ich hasse es hier zu sein.
Und ich hoffe, hier ist jetzt dann auch noch irgendwas, was es mich noch stärker hassen lässt, hier zu sein. Ständig das Gefühl, dass mich irgendwas verfolgt hier. Oh, fuck. Jetzt bin ich eingeschlossen. Jetzt habe ich in die Hose geschissen. Jetzt bin ich eingeschlossen, Woche. Okay, wieder das Foto, was wir auch in Tetax sehen mit der ganzen Crew. Aber das... Nee, das sind nicht andere. Heimat zu Kampfanzüge, ordnungsgemäße Benutzung. Das haben wir auch schon in Tetax gesehen. Da ist was. Okay, Arche-Team, Checkliste. Kampfanzüge überprüft und einsatzbereit. Jasper bestätigt. Omikron-Scans sind in der Arche. Catherine bestätigt. Ausrüstung und zusätzliche Rationen geladen. Iwaschkin bestätigt. Aufzugsplattform für Gewicht kalibriert. Alan bestätigt. Kranführer bereit. Alan bestätigt. Omikron steht in 2 Tagen für Abholung bereit. Eames bestätigt. Okay, kaputtes Omni-Tool. Eventuell bringt uns das ja auch noch was weiter. Vielleicht können wir da auch noch mal irgendwas draus gewinnen. Natürlich zu. Ey, hier ist alles zu. Ihr seid so scheiße hier in Omikron. Ich hasse euch jetzt schon alle. Okay, das Ding ist hinüber. Und irgendwo höre ich so rumgewisper. Das gefällt mir auch überhaupt nicht. Der rote Knopf kann ich auch nicht bedienen. Da ist eine Station für das Omni-Tool. Oh, mein Licht ist sehr schwach hier. Jede Menge Scheiße. Warning. Do not operate machinery without safeguards. Pre-Mode Control. Oh, cool. Da ist so ein Pilotensitz wieder. Ich freue mich, ob der wichtig sein wird. Frohe Zeichen. Activate Terminal. Geht nicht. Okay. Klar. Muss ich das Omni-Tool reinquetschen. Dann quetschen wir es mal rein. Hi, Catherine. Bitte sei nicht so pissig wie vorhin. Is this Omicron? Everything is so basic, so limited. I hope it's not the Omnitool falling apart. Okay, we need to find you a power suit. You know, so we can go into the abyss without ending up like a recycled can of soda. You think we'll find one that fits me? I mean, I'm kind of in a suit already. That's been bothering me too. You know how you were transferred from Vancouver? Toronto. From then to now. How could I forget? Okay, so we do it again. Okay. You want to send me to the future? No, you idiot. I want to transfer your mind into a new body. What? Look, we already know it can be done. We don't need to make it a big deal. It is a big deal, Kath. It's a huge fucking deal. There's got to be something else that can take us down there. But Dunbat at Theta was the only vessel that could take that pressure, and you saw what happened. Then think of something else. Simon, please. You don't have to switch this instant. Just play along for now. If we find something else, then great. If not... Okay. I'm not promising anything. Thank you, Simon. Have a look around the room. This is where they would keep the power suits, if there are any left. Ich habe ganz beschissenes Gefühl bei der Sache. Das heißt im Endeffekt, die will... Okay, da geht nur nach einer. Die will, dass man andere Tote oder was finden, der noch in so einem Kampfanzug steckt, weil wir sind ja Cyborg, wir sind ja in einem toten Körper mit Mechanik aber drin im Schädel. Und das Ganze zusammengehalten durch Strukturgel, hat sie ja gesagt, und durch einen Deckel oben drüber, durch die Taucherluke oben drauf. Ach, leck mich, Catherine. Entschuldigung, bin ich etwas derb bei sowas gerade. Okay. Das heißt, können wir sowas wiederbilden oder komme ich in eine ganz mechanische Körper rein? Weil durch den Pilotensitz kann man ja wieder die Datei transferieren. Das heißt, sein jetziger sein jetziger Gedanke-Saves, die ich jetzt habe, so wie er jetzt ist, kann ich dann in ein neues Ding übertragen. Kann ich in einem neuen Ding finden. Also da bräuchte ich auch ein also müsste man meinen Vortex-Chip übertragen, sozusagen. Und dann, tja, dann ist aber die Sache, dass der Körper hier außer Funktion ist. Ihr wisst, was das bedeutet. Ich befürchte nämlich, dass ich dann im Pilotensitz drin sitze und ich sehe mich dort. Dann gibt es 2 Simons. Wenn man nochmal kopiert werden. Das heißt, es gibt 2 Simons. Entweder der Vortex-Chip raus und wieder rein, aber wer soll das machen? Ja, leck mich, Catherine. Die Catherine kann es nicht machen, die steckt im Omni-Tool drin. Ich kann es nicht machen, ich kann nicht den Chip entfernen und dann rausbringen. Das geht nicht. Das heißt, hier liegt eine Kopie von uns drin.
Ich sehe es. Guck mal, da liegt eine Kopie von uns drin. Uns gibt's zweimal. Und der wird wahnsinnig, einer von uns. Scheiße, Alter. Scheiße. Okay, da ist einer drin noch. Okay. Nice. Raleigh Found one of Herber. the power suits. There's a dead woman inside. At least I think it's a woman. Just like the body we found in the annex. She's missing her head. Gross. This could work in our favor, though. Look for a terminal nearby, see if you can boot it up. Ja, aber der Kopf ist doch gerade Eva abgepopelt worden von der Maschine. Der müsste doch noch drin sein. Das Ding hat gerade Schädel abgepopelt. Abpfui Teufel. Okay, da können wir auch nichts großartig mehr machen an dem Ding. Müssen wir wohl dort hier gehen, ne? Das ist... Okay, da geht's wohl runter. Runter, genau. Okay. War da was? Oh Gott, nur Stuhl. Okay. Heimatzug-Kampfanzug. HKA-Information. Ein Hochdruckkampfanzug, der eine Temperaturspanne von 50 bis minus 75 Grad Celsius standhalten kann, während im Inneren gemäß Standardeinstellungen gleichbleibend 40 Grad Celsius herrschen. Ach du Scheiße, die dich drin verrecken in den Dinger. Der Anzug schirmt den Träger automatisch vom Druck ab und kann den Normalwert von 1 ATM bis zu einer Tiefe von 5000 Metern beibehalten. Der Onboard-Controller überwacht den physischen Zustand des Trägers und kann die Risiken von Schock, Hyperventilation und sogar Dehydrierung reduzieren. HKA-Benutzung. Der Anzug kann über rotierende Hals- und Handgelenksringe zur Fixierung der Handschuhe und des Helms einfach zusammengebaut werden. Beachten Sie, dass die Gelenke nicht versiegelt werden, bis der Controller den Träger über eine Reihe von Sensoriksystemen identifizieren kann. Manche Anzüge können für bestimmte Träger gesperrt sein, normalerweise aber kann ein Anzug von jedermann getragen werden. HKA-Controller. Der Controller ist der Onboard-Computer, der über den Hautleitwert den Puls, die Hirnaktivität, die Körpertemperatur und den Stress misst. Diese Informationen werden dazu verwendet, die Nutzung so sicher wie möglich zu gestalten. HKA-Ortung. Okay, ja, in Omikron und bei der Climber Station ist anscheinend was, aber das ist wohl unter. Die Abyss scheint ja wohl hier diese diagonal verlaufende weiße Linie zu sein und da unten ist dann Tauach und da unten scheinen noch welche zu sein. Aber das bringt uns ja jetzt wenig. Welcher war das dann nochmal? CD. Okay, wir probieren jetzt erstmal die andere. Anzug fehlt. Okay. Dann laden wir das Ding mal hoch. Vorsicht, Fehleranzug erkannt. Don't write it off just yet. Remember what we found out at Theta? The suit you are wearing is basically just a Cortex chip working a few pints of structure gel, powered by the on-suit battery pack. And a dead colleague, Imogen Reed. Exactly. If you think about it, we're actually incredibly lucky. We found a suit with an already dead body inside. I guess you're right. What about the WoW? What makes you think it'll play along? It's not magic, it's algorithms. A set pattern. The WoW won't be able to deny us, even if it was capable of wanting to. Okay, lass mal jetzt I'm erstmal still sein. not crazy about this plan. It feels wrong. Please, Simon, I can't give up on the Ark. I need this to work. So we need a Cortex chip, structure gel, and a battery Okay. pack. That's one hell of a shopping list. Oh ja, vor allem in einer I'll tote just hang around Station. here if that's okay. I'll be back. Okay, wir brauchen eine neue Cortex-Chip. Ja klar, ist ja auch logisch. Wir können unseren ja nicht transferieren, klar. Deswegen müssen wir eine neue Cortex-Chip machen. Dann müssen wir da reinklatschen. Inklusive Robotermechanik. Das heißt, wir brauchen wahrscheinlich dann mit Cortex-Chip auch noch Auge und ein Mikrofon. Dann können wir einen Kopf ersetzen. Auge, Mikrofon und Taschenlampe, dann können wir einen Kopf ersetzen. Und da muss der Vortex-Chip dann noch rein, oder Cortex-Chip noch rein. Und dann brauchen wir Strukturgel, um tote Körper und Mechanik zusammen zu punchen, wie Flüssigkleber. Und Akku, damit das Ganze läuft. Okay. Klingt ja soweit ganz sinnvoll und stimmig. Dann ist unser Einkaufsliste sicher. Das Ding hatten wir schon, ne? Ja. Okay, also unsere Einkaufsliste, die steht.
Und ich steht auch Sache, unsere Zeit, die steht. Deswegen mache ich an der Stelle einen Cut, ihr liebe Leute. Und morgen gehen wir dann einkaufen bei Let's Play Soma auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen. Eiern Yankee.